Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wer auch immer, ich wünsche Ihnen allen, euch allen ein wunderbares Osterfest. Wir haben ja heute Glück mit dem Wetter und wir waren schon wunderbar spazieren und jetzt möchte ich für Sie, für euch wieder etwas vorlesen und ich habe etwas vorbereitet von Goethe, den Osterspaziergang, und von Hans-Joachim Meyer auf Plattdeutsch Ein Stück Braut für die. Aber bevor es losgeht, wollen wir wieder wie immer die Kerze anzünden. Ja, ich habe auch eine Hilfe mitgebracht, den Osterhasen. Der wird das jetzt mal hier mit mir zusammen machen. So, das machst du sehr schön. Und jetzt pusten wir zusammen aus. Hat er das nicht wunderbar gemacht, der Osterhase? Er ist doch köstlich, nicht? So, meine Damen und Herren, die Brille auf und schon machen wir den Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur, aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus Straßen quietschender Enge, aus der Kirchen irrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich der letzte Kahn, selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Danke. Von Hans-Joachim Meyer. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ein Stück Brot für die. Dat wär an ein kohlen Wintermorgen, Januar 44. Franz Olszewski seht ob sie'n Vorrat und Zuckel no de Fabrik hen, wonehm he jümmer noch sie'n Arbeit ha. He kiek ob de Hüs an Rand von de Hindenburgstraut. Freuer heit se Georg Wilhelmstraut, de ganz Wilhelmsburg von Nord no Süd, as mit Linjol dörsneden de. Gediegen scheut dat dürren Kopf, de Hüs wären meist all tweebombt, bloß de Fabrik ha noch nix afkregen. Ook sien eigen Hus wär heel und deel twee. Wat n Glück, dat se all in Bunker sitten haan wie den groten Angriff. Nu wohnt he mit sien Frau in sien Lütkout in Gorn. Sogar für moken kon he dor. Dat Holt kleie sich in Hoben to Hob, dorlich mennig mol wat rüm. Man gout dat he in düsse Coat kein Novas ha, der graute Ohren moken kon. Denn an Abend reihe meistens an de Knöp von sien Radio und kriegt BBC rin. Oder ook Moskau.
Wenn dat gut käm, kon he sich für sin letzte Reis klar moken. He wüsst ook allang, dat all de Sabbelei von Enzig nix as Tünkrom wär. Do komm jor, wie von fertig, ist dat Daddel-Du mit Alarm, Bunker und Bomben. Dat wär sich ganz sicher. In der Fabrik wär eins as jümmer. Franz mög sin Arbeit. I wär Schlosser und er geeft dat Faken wat zu reparieren, mal in ein Hall, mal in der Anna. Mal Buten op'm Hof. Klock 12 huhr de Sirene zur Mittagspaus. Franz nehm sin Zampelbüdel und setzt sich mit sin Butterbrot und Muckifuck op de Bank. Der Kaffee schmeckt as n Knüppel op'm Kopf. Mann, dat wär nur mal de Krieg. Hier kek nur der andere Hallröver. 4 Weken wären se do all in der Gang, wären egal weg an Schweißen, Hülsen für Granaten oder auch Ersatzdeelen für Wehrmachtsvertüch. Ostarbeiter wären se nömt, do meist ut Polen, aber auch ein paar Gefangene ut der Sowjetunion wären do mit bi. Do Mittag geeft dat für Jümblotzen Slacht dünne Wotersupp und ein dröch Stück Brot. Dat Brot freten sie glicks ob, anders wird dat klaut, so graut wer des macht. SS-Lüd stünden ob Posten und passen jüm ob. Oder auch ein ollen Soldat, den sie an der Front nicht mehr brucken konnen. Nüms dröff mit düsse Ostarbeiter auch bloß ein Wort snacken oder jüm wat zu eten geben. Wenn dat doch ein mög und de Posten wat wies wär, ging dat af in Kaschott oder in dat Arbeitserziehungslager in Wilhelmsburg an Langemorgen. Und wenn dat ganz leeg köm, auch ins KZ. Franz krieg no ein von de polschen Arbeitslüd hin. He wär noch ein ganz junges Lev, Hoftein, Söstein, Öller kunne nicht wehn. He weh am Glicks opfullen, denn sine Augen wären jümmer rot, so als wenn em af und an dat Wehen köm. Für wiss Pier ein grotlängene Hus, do sin Öllern und Frünnen. As Losser lebt Franz ja Forken in der andere Hall rüm und kun lustern, wat se durchs Nacken dehn. Und so hei gau Spitz kriegen, der düsse Jung Marek heit und ut Warschau wär. Ob des droht, hem se em snappt und nur Deutschland wegfeuert. Einfach so. Klar, Franz verstünn jümmer Sprog. Hier wär ja Sölben ut Polen ut düssen Deel von Land, wat für'n ersten Weltkrieg Preußen to hör. So as viel Lüd ut düsse Flach, wär damals de Jahrhundert, wenn no Wilhelmsburg kom. Sin richtigen Vornehm wär gar nicht Franz, sondern František. Man düsse Num, der hier nums utspricken kunst und bloß in sin Papieren. All nöm se em Franz, ook he sölben se Franz, wenn he sich mal vorstellen muss. Mit sin Kollegen snack Franz a lang bloß Dütsch, ook Plattdütsch. Wenn sich sin Platt ook n bieten fett was anheuer, liegers ha er sin Moddersprog noch nicht ganz und gar vergeten. Eigentlich müsse dessen Marek helfen, dach Franz. Man woan schall dat hinkriegen? Mennig Mul ha Franz nur im Kicken, Tog plinkert, wenn de Posten nix sehen kun und ook ansmustert. In düsse Tiden wär ins Mustern a ne graute Hölp und Mareks met denn ook Sölm en lüt Grienche tröch. Nu ging Franz nur Jürgen röver, ein ganz ohlen Freund von und wohl besnacken wat zu tun wär. Freuer han Franz und Jürgen sich jümmer kappelt, wenn dat Politik ging. Franz wär jo Kommunist und Jürgen wie de SPD. Aber ansonsten kämen die beiden ganz kommodig trecht. Und 33 stecken de Nazis jümm bald in Knast. Ob'n Stutz wär dat vorbei mit der Kabelei. Und dat grote Notdenken ging los, wat se ahns verkehrt mogt han. So ist dat nun mal mit uns Linken,
Simmeleer Franz denn af und an. Wie kriegt jümmer erst dat grote No-Denken, wenn al 5 nur 12 ist? Ein Dont, wat KPD oder SPD, in düsse Tiden spielt dat aals kein Roll mehr. Und Jürgen wär der einzige von all sin Kollegen, wo er sich fast ob verloten konn. Wie all de andern geeft dat Jümmer noch en ganzen Bach, der so'n Snack anliefern. Teuf man ab, düsse Hitler kriegt dat mit sin Wunderwaffe noch aals in der Reich. Jürgen ha sin Schap just do, wo neben de Arbeitslüt uten Osten Jümmer vorbei müssen, wenn de Posten Jüm in de Hal fören den. Dat stünn ob fair isern feut, und dorum kunnen unner dat Schap ganz gut ein Stück Brot verstecken. Jürgen will auch nix infestorn. Und wenn ein Posten doch wat mag, schul Franz säng, dat hef ich für Jürgen sin Heuner hinlecht. Und verstecken müsse dat, anders ha ein von de Polen oder Russen dat Brot obeten. Und so wat kun se em eigens gläuben, denn Franz ha ja oftens auch wirklich wat für Jürgen sin Heuner toastigen. Wenn Herr Söben dat nicht mehr eten möcht, nu müss bloß Marek noch Bescheid kriegen. An Nachmittag ging Jürgen in der Hal, neben Marek und all de anderen uten Osten an Marachen waren. Er fing mit den Posten, dutmol ein Soldat, sin Snack an und ging im Bannig um Bord. Wo geit? Mogt all düsse Polacken auch kein Ärger? Und wat meint's? Gibt dat von oben wieder Alarm? Mit des Plinker Franz, de ganz taufällig, versteit sich, auch in düsse Hall wär nur Marek hen. Hei schulden witten neuger rankämen. Ganz liesen, ohn dat de Marek in Gesicht keek, siehst der Franz in Ohr, uwager tam klepp jutro. Und mit sin Fot wies sie unner der Schap. Morgen liegt ein Stück Brot für die. Man, ganz, ganz vorsichtig wehn. Marek mot grote Augen, as düsse fründliche Mann in Sinsbrok snacken de. Man dat he wat ernten kun, ha Franzig all wedder verdrückt. An andern Dach, as Franz wedder mol Marek in de Meut kem, Marke, des Ahns lumpt ha. Marek hat dat Brot funden und sin lachend Snut keek dankbar nur am Röver. Franz, Blinker im Wedder to, wies ob dat Versteek unner dat Schap und verklugfiedelt ob düsse Art, dat do jümmer mol wedder wat für Brat liegt. An düssen 4 obend fören Franz und Jürgen te hob ob jümmer vorrot ne Hus, wedder langs de Hindenwois traut. Dat für jümmer noch bannig kohlt und der scharfe Wind, der jüm in Gesicht blaus, mögt dat förn asig swor. Lickers werden se bald gaut to weg, auch wenn se nicht wissen, wat dat in düsse Nacht wedder losging mit Pflegealarm. Se fören an ein Hus vorbei, durst denn bloß noch ein Wand, als andere wären dort bombt. An düsse Wand back ein ol Plakat. Dat Papier wär meist afrieden und hüng ins Lunden rünner. Man dor wär noch gut ob zu lesen. Räder müssen rollen für den Sieg. Wat hält hier Sieg? Wär dat ja nicht eigens n Lüttensieg, den se beide hob mit Marek just wunnen het? Franz und Jürgen kriegen dat Grien. Man nimm's naquat. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ja, das waren Zeiten. Hoffen wir, dass diese nicht wiederkommen. Und hoffen wir, dass unsere Zeit im Moment, die ja im Verhältnis zu dem gar nicht so schlimm ist, auch wieder besser wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostertag und danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und heute grüße ich besonders mal Frau Engelmann, die mir so freundlich geschrieben hat. Also alles Liebe, alles Gute und wir pusten jetzt die Kerze aus. Und tschüss.